Ab jetzt wird live übertragen. Eine Minute zu spät, es tut uns unglaublich leid. Brutaler Seppi ist Wahnsinn. schuld. Ich sag, Ja, das wisst ihr, wenn ich ein Teig mache, dann bin ich immer auf die Minute pünktlich am Start. Kaum ist jemand von den anderen haben da dabei, kommen mir schon zu spät. Es wundert mich nicht, dass keine Sau zuschauen möchte, weil die haben schon ewig lang gewartet. sind schon gegangen Aber quasi. ja, ja, die sind schon wieder in irgendeinem anderen Schweindelstream wahrscheinlich. Bei Leuten, die pünktlich sind, aber an die restlichen, die es wirklich durchziehen und da bleiben sind und gewartet haben, herzlich willkommen zum Talkthrough vom August noch. Wir haben ja noch einen August, da müssen wir noch durchschwätzen. Das zirkt sich so ein bisschen durchs ganze Jahr, gell? Irgendwie. Ja, aber wir sind zumindest wieder ein bisschen, schon wieder ein bisschen pünktlicher dran, als wir die letzten 2 oder 3 waren, wo wir, was weiß ich, Talkthrough Mai im Oktober mehr oder weniger gehalten haben. Also Das wir ist nur arbeiten ein uns wieder auf Zehner-Datum. auf ein gutes Intervall hin, jetzt behaupten. Krawallmaus und Jojo sind da. Schönen guten Tag. Schön, dass es auch wieder einer schneidet, dass euch auch wieder einer Super. schneidet. Fühlt sich schon, der Raum. Ja, anscheinend haben sie ein paar mitgekriegt, dass jetzt. Ah, Gnedelwutzel ist auch da, das hätte ich fast nicht gesehen. Gnedelwutzler, servus, servus. Nicht, dass du meinst, wir ignorieren wir die da. Ja, du musst gleich mal am Jojo herzliches Danke ausrichten, weil der hat gestern hier auf YouTube ein Abo abgeschlossen. Na, verzeih. Echt? Ja, ja, ja. Wie hast du denn da dazu gebracht? Ich hab gestern sau viel gejammert im Kassettenschmerz. Was ein Wuselcast. Das war der Kassettenwursel. Und ich glaube, dass er drauf gelegen hat, weil ich hab nur noch 2 Booster Packs von One Piece übrig gehabt, weil ich keine Pokémon-Karten mehr gehabt habe. Und ich glaube, das hat ihm recht gestungen. Und darum hat er ein Abo gemacht, dass wir zumindest ein halbes Pokémon Booster Pack im Monat wieder erinnert haben. Das ist schön, wenn Leute deine Unpackings unterstützen. Das ist der einzige Grund, warum wir einen Kassettenschmerz anschauen, weil die News, die sind sowieso alle erstunken und erlogen, das wissen sie ja. Mach halt mal ein Unboxing in Überschrift, vielleicht crasht dann der Kanal, weil so viele Leute kommen. Das Weil kann das sein, der ja. heimliche Star ist. Batman ist auch da, Habardere. Das schreibe ich im nächsten Kassettenschmerz, schreibe ich es im Titel eine, statt und vieles mehr scheinbar dazu und Pokémon Unboxing. Genau. Dann Booster geht's ab. Unboxing. Oder ich schreibe einfach nur Booster Unboxing ein, weil es ist ja bunt gemischt, weil du hast jetzt dann deine Lorcaner-Karten, die du regelmäßig unboxen wirst. Und Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Habe ich das schon mal da? ja, wo wir miteinander einen Kassettenschmerz bei mir gemacht haben, Ach, diese das waren diese Disney-Sammel. unsäglichen Hermekarten. Sammelkarten von Disney, nicht unsäglich. Hallo, Disney. Ja, Entschuldigung, mein Also Fehler. beschwert er sich der Jo, dass er sich Nachhaltigkeitsguide noch nicht hören kann. Ja, dann hast du leider das falsche Abo abgeschlossen, denn die Ah. Gescheiterhöfelrunden gibt es erst ab Abo 3. Mm. Er hat Gibt ein es erst. Steady-Abo abgeschlossen quasi. Also nicht über YouTube da so ein Plus-Abo-Dings, da, sondern ein Steady-Abo. Jo, ich glaube, Oder ist es verknüpft? das ist verknüpft mehr oder weniger. Ja, kannst es Verrückt. auf YouTube abschließen und hast dann die gleichen Vorteile, die du über Steady genießen würdest und könntest. Völlig verrückt. Eben, ja, aber ja. Mal schauen, vielleicht schafft er es nur irgendwann, dass er das Abo so hochtreibt, dass er die Gescheiterrunden hören kann über Nachhaltigkeit. Gerade sein Fokus war es eben, ja, ich weiß auch nicht, ich muss mir da mal meine Kamera-Einstellungen anschauen, seit heute Foto kreuz und quer umeinander und ich weiß überhaupt nicht, was das eigentlich soll. Das ist extrem angenehm. Mir wird fast nicht schlecht. Die sagt man fast nicht, du jetzt dein Maul. Wie sagt man wunderbar? Ich Nein, bin ein überhaupt nicht. Gedicht quasi. Das Ich ist bin optimal du schaust ausgelichtet. aus, du schaust aus wie das Musikvideo von Limit von Deichkind damals. Man sagt nur den Kopf umeinander schwirren. So gehört es auch. Es ist nämlich, mein Zimmer ist nämlich so extrem unordentlich, dass ich gar nicht möchte, dass man mir das sieht. Ich kann nämlich nicht Ah. aufräumen zur Zeit. Dann Bin putzt mir der viel zu beschäftigt. verhurzt Schweinszimmer oder sagst deiner Frau, für was bist du denn geheiratet? Ja, die hat mir den ganzen Scheiß da reingeschmissen, weil es unten aufgeräumt hat. So wie die Aha, ganzen Mist herum. Emanzipation oder wie? So geht das ab da, ja. Mach deinen Dreck selber. Ich geh jetzt dann ins Rudel. Kennst du das? Rudel, ne? Kenn Rudel. Musst du googeln, gehst einmal auf Rudel.org. Das ist Mhm. eine Gruppe junger Männer, die die Männlichkeit wieder richtig feiert und die sich irgendwo in Schweden treffen. Und du musst muskulös sein, du darfst nicht fett sein und du musst Unternehmer sein mit mindestens 100.000 Online-Umsatz im Jahr oder Offline-Umsatz 1 Million im Jahr. Und da gingen sie dann in den Wald und dann werden sie da können Kanu fahren und Boxtraining machen, alles oben ohne und bellen und schreien sie an und haben die coolsten Macker überhaupt. Das ist so erbärmlich lächerlich. Jetzt was Ja, es das ist Wahnsinn. Es gehört. hört sich auch nach Incels Deluxe. Ja, mega, richtig stark. Das sind so Musst du mir geben, Incels da mit gibt es auch ein Kohle paar halt Dokus praktisch, drüber. oder? Was sagst du? Das sind praktisch Incels mit Kohle. Ja, angeblich.
der Angeblich. Macher von der Runde ist irgendwie 20 oder so, also der hat massiv Lebenserfahrung auf alle Fälle. Der kann Ja, richtig klar. fette Business-Tipps geben und Ja, auch im ja. Dating ist der voll dabei. Ja, nicht schlecht. Brutal. Muss man mal gesehen haben. Ich habe das halt schon gesehen, am Titelbeutel von dieser Folge. Die Kamera, die macht mich halt narrisch. Also ich hoffe, das beruhigt sich ein bisschen. Mir wird selber schon ganz deppert. Ich habe das halt am Titelbeutel oder am Thumbnail mit einem scharfen S, Thumbnail schon gesehen. Gamescom 2025 war ja schon, ist halt auch das große Thema, denn der Seppi ist ja Mr. Promi und ist da eingeladen worden. Das ist fast so, als da zum Rudel eingeladen werden auf Schweden. Ähnlich, ja, Aber ja, ähnlich. aber halt in dem Fall lieber geht er halt dann auf Gamescom, weil da darf er nämlich nicht muskulös sein, muss fett sein, äh, stinkt, schwitzt und bellt sie aber trotzdem auch an. Ja, das auf alle Fälle. Also da wird sie gut arbeiten. Das kann man, kann man nicht verneinen. Vor allem im Klo. Vor allem im Klo. Da geht es auch wie bei bestimmten Rudel zu. Ja, das glaube ich. Und darum werde ich mich jetzt ja dann einmal ein bisschen zurücklehnen und einmal einen Seppi schwafeln lassen. Seppi, wie war es denn in der Gamescom? Was hast du denn für tolle Erfahrungen gemacht? Mit Das war dicken, wieder mal unmuskulösen, schwitzenden Männern. Jungen. Nehmen wir es mal eher Jungen. Okay, Nein, es ich habe nicht ist, gewusst, dass du in die Schiene von deinem nein, Onkel nein, reinrutscht, aber diese Tür öffnen wir nicht. okay, dann nicht. Nein, es war wieder mal sehr schön. Ich war 2 Tage also, Mhm, äh, am Tag vorher über Nacht bei meiner Kollegin da oben in der Nähe. Da haben wir uns dann die Opening Night live angeschaut, die sehr langweilig war, echt? ereignisarm mäßig, was auch immer. Also du wirst das sicher auch mitgekriegt haben. Es hat kaum Ankündigung gegeben, nichts, was man noch nicht kennt hat. War ein wenig Ja. mau. Eigentlich war nur Aber Silksong das große Highlight, oder? ja, ja, genau. Und sonst war eigentlich alles schon irgendwie bekannt oder unspektakulär. Also da war jetzt nichts dabei, was mir jetzt mal vom Hocker gehauen hat. B.A. Wild ist am Start, Hopperdere. Aber ja, und dann am nächsten Tag eingegangen. Erster Tag ist immer Business-Tag für Fachbesucher und ja, alle, die eine Wildcard kriegen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber man kann sich da irgendwie versuchen zum Akkreditieren und dann kriegt man das auch, wenn man kein Fachbesucher ist. Und dementsprechend ist auch Mhm. am ersten Tag schon in die Eventhallen immer einiges los. Aber kein Vergleich zu ab offiziell Tag 1, weil da rennen sie die einfach noch und das war übelst krass. Okay. Äh, Die haben mittlerweile quasi so eine Art Einbahnsystem. Also wenn eine bestimmte Menge an Menschen ist, dann sperren sie quasi bestimmte Treppen ab und bestimmte Gänge und dann kannst du nur noch in eine Richtung gehen. Das heißt, wenn du wie ich einen Termin hast, du musst schnell von A nach B, dann viel Spaß. Weil dann musst, wenn du einmal falsch abbiegst, musst du erst einmal 20 Minuten in die andere Richtung gehen, bis dann wieder mal außen über so eine Art Zwischenparkplatz zwischen zwei Hallen rundum geführt wirst und dann irgendwo wieder Mhm. reinkommst, wo du einfach überhaupt nicht hin willst, aber das der einzige Weg wieder in die Gebäude ist. Also das ist crazy. Obergeil. Hat wahrscheinlich irgendwas mit Panik und Sicherheit zu tun, aber nervt massiv. Ja, wie immer, Panik und Sicherheit nervt einfach. Ja, also Ding, es ist ja unangenehm. Unangenehme Sache. Aber nichtsdestotrotz war es sehr schön. Es waren einige spannende Stände wieder dabei. Es hat einen riesengroßen Lego-Nintendo-Stand gegeben, wo einige Mhm. geile Manschgal und Figuren aufgestellt waren. Das war sehr beeindruckend. Dann hat es auch ein One Piece-Booth gegeben, wo ein riesengroßes Schiff aufgebaut war, wo man sich dann mit den Figuren fotografieren lassen können. Mit so einem ewig langen Gummiarm hast du dann umarmen lassen können. War sehr nice. Fotos wo? Ja, exakt. Mhm. Ich habe irgendwo welche, aber ich muss erst suchen, weil warum sollte ich es denn da jetzt halt schon da haben? Das wäre ja völlig Das war unpassender natürlich ein Moment. völliger Schwachsinn, wenn man das jetzt einblenden darf und die Leute sagen. Also, Ja, völliger Kack. Also ja, das machen wir dann die auf war ja richtig Instagram. sauer. Die war ja richtig sauer, wenn sie es da jetzt. Mal eine flotte Bildergalerie auf Ja, Instagram einfach im Nachgang. das tun wir sicher nicht. Ja, schade. Naja. Ja, Resident Evil war ein fettes Teil da. Vor allem, naja, was hast du noch ursprünglich? Ja, Silksong natürlich war allgegenwärtig. Man hat die neuen Handhelds von Xbox, hat man auch touchen können, aber ein wenig spielen Mhm. dürfen schon, wenn man nicht faul war wie ich und sie anstellen wollte, was ich grundsätzlich nicht so gern tue.
Dann waren wir bei Dying Light, The Beast, die haben auch einen fetten Stand gehabt, wo es quasi so, dass es einmal anspenden dürfen, dann hat es einen Burger gratis gekriegt, Cool. also alle außer ich. Und dann hat es also ein Fotobooth gegeben, wo du also ein Foto machen hast können. Und dann ist aber aus dem Hintergrund auf einmal tief gegangen und ist ein Zombie dahergesprungen und hat dich erschreckt. War sehr amüsant. Ja, das war so die Event-Sachen, die ich so erlebt habe. Und dann habe ich natürlich noch ein paar Spiele anspielen dürfen. Glücklicherweise darf ich über die auch mittlerweile schon reden, weil die ganzen Embargos schon gefallen haben, so sau spät, wenn wir mit ruhen. Yay. Das ist Glück. Ein paar Spiele haben sogar schon rausgekommen. Aber naja, egal. Ja, Was hast du noch gespielt? Verzeih. nicht angespielt, aber in einem Showcase war ich bei 007 First Light. Das ist, Ah. ich glaube, letzte Woche war da die State of Play von Sony, Ja, wo man das so richtiges ausgiebig einmal Gameplay und so vorgestellt worden gesehen. ist. Genau. Und das habe ich eben da schon gesehen gehabt. Das war in so einem, da haben sie so einen riesen Kinoaufbau quasi. Da bist du am roten Teppich bist reingegangen, dann war da so ein Auto vom irgendwie so Aston Martin oder so gestanden. Und da hast du einige dürfen, dann hast du Popcorn gekriegt und dann bist du in einen Kinosaal eingelotst worden, alles mit roter Teppich und so, also richtig Bond-Style. Und dann haben sie uns eben genau richtiger das. Rudelstyle. Ja, es zieht sich da hier durch die Folge. Dann haben sie uns eben genau das, also ziemlich genau das Video gezeigt, oder ein bisschen ausführlicher, wie man halt jetzt dann auf der State of Play auch gesehen hat. Und haben das halt ein bisschen kommentiert. Und ey, ich fand das schon echt lustig. Das Spiel, glaube ich, kann wirklich spaßig sein. Also, hast du Hitman gespielt? Mal irgendwas? Damals Reihe? auf der PlayStation 2 habe ich mal eins gespielt gehabt. Das ist ja quasi so eine gigantische Sandbox, wo du ja auf alle erdenklichen Arten da irgendwie Ja. Missionen erfüllen kannst. Und szene Elemente stecken halt da auch drin. Also du hast eine ziemlich responsive Umgebung, also Mhm. ganz viele Leute, die quasi so einen Tagesablauf haben und die du da stören kannst oder auch nicht. Und kannst du da quasi so in bestimmte Areale einschleiern. Die haben da irgendwie so, es war irgend so ein Event auf einem größeren Anwesen, wo er quasi als Chauffeur sie da reingeschmuggelt hat und dann jemanden verfolgt hat und dann musst du quasi bestimmte Sachen machen, dass du Leute ablenkst und kannst du dann so einschleiern, wie bei Hitman auch, so Stealth-Online, das hat sehr vernünftig ausgeschaut. Und dann hat es ein Autorennen, was heißt ein Autorennen, eine Verfolgungsjagd zum Sehen gegeben, die hat sehr krass ausgeschaut. Also da kann man sich anscheinend ordentlich aufführen, einiges kaputt machen und ziemlich Highspeed durch richtig schöne Landschaften cruisen. Und das absolute Highlight war ja dann die Schlussszene, dieser Action-Moment auf diesem Flughanger, der, ja, geiler kann es eigentlich nicht sein. Das war Fast and the Furious auf Speed irgendwie. Geil. Also übertrieben ohne Ende. Also der James Bond wrestelt sich da durch, weiß ich nicht, eine Horde von Söldnern. Alles kracht und schäbert, er sprengt alles in die Luft, schießt sie durch die Meute durch. Am Schluss schlägt er dann noch mit einem Flugzeug. Also es war Was? unglaublich, ja. Dann kriegt er dann noch irgendwie eine mit vom Flieger und dann steigt er auf den Flieger drauf und dann hebt der Flieger ab und er ist und dann kommen diese Daten und dann schlägen sie auf den Flieger. Und irgendwann fliegt er dann vom Flieger runter durch die Luft und fangen sie dann irgendwann mit einem Fallschirm, futzt den aus dem Fallschirm aus und dann ist es kalt. Also das ist Also, wirklich das ist ja voll eine so, sehr spektakuläre Sache gewesen. so Uncharted meets Mission Impossible, Tom Cruise meets Fast and Furious meets alles, Alles was dabei. jemals irgendwie explodiert ist. Alles dabei. Also es schaut wirklich, wirklich sehr lustig aus. Also wenn das fertige Spiel so in die Richtung geht, dann kann das echt Spaß machen. Auch wenn man Aber beim James Bond nichts anfangen kann. anspielen hast du es noch nicht dürfen, oder? Nein, soweit ist es noch nicht. Es gibt noch keine Anspielversionen. Aber der hat das quasi teilweise vorgespielt. Also auch die Action-Szene war gespielt vor allem. Also es waren Okay. natürlich so geskriptete Elemente drin, wenn es so bestimmte Sachen auslöst, dass sie dann irgendwann auf dich zuspringen. Das ist schon alles so ein Ja, bisschen okay. auf Schiene gelaufen, aber du hast halt immer so freie Momente. Kennt man ja bei Call of Duty und so ist das ja auch so. Ja. Und der hat das eben davor gespielt und der andere hat immer so ein bisschen was dazu erzählt. Aber selber hat man noch nicht gespielt, der Fall leider nicht. Kniedelwutzler fragt, wie oft er Family gesagt hat. Wenn wir schon bei Fast and Furious sind. James Bond ist ein Einzelgänger, der hat keine Familie. So nah ist Gott sei Dank nicht dran gewesen. Das war nur der Action-Anteil, nicht der La Familia. herzige Story-Anteil. Ja, der ganz, ganz tief ergreifend übergeht und mich jetzt mit zu Tränen rührt. Dann habe ich noch einen spielbaren Kino-Hit gehabt, den habe ich wirklich selber anspielen dürfen.
und zwar Marvel's Deadpool VR. Mhm. Und das war heftig. Also krasser Scheiß. Einerseits ist es sau lustig, weil der Neil Patrick Harris einen hervorragenden Deadpool abgibt und der dir die ganze Zeit ins Waschel quasselt. Also der ist quasi permanent am Scheiße daherreden und Leid verarschen und Klump und Zeug. Ähm, aber du musst halt kämpfen die ganze Zeit und das ist irrsinnig anstrengend. Also ich war trägennass danach. Und es ist höllenschnell. Also wer meint, dass er jetzt noch nie eine VR-Brille aufgehabt hat und möchte jetzt wegen Deadpool dann eine VR-Brille kaufen, das kommt jetzt dann, glaube ich, im Oktober. Dann gehst du vorher erst einmal ein Äh, bisschen Ausdauer trainieren, oder? ja, und vor allem ist es halt irrsinnig schnell. Also ich kann mir vorstellen, dass der dem einen oder anderen ziemlich schnell schlecht wird. Weil du hast quasi, Ich bin du raus. kannst springen und dashen und was ich sehe. Das ist voll geil, wenn du dich da dran gewohnt hast oder wenn du das kannst, weil du kannst dann quasi so auf die Knie da hinrutschen und kannst dann mit zwei Schwerterarmen einen auseinandersabeln, kannst in die Luft springen, ballern und irrsinnige Kombos machen. Also Mhm. das ist schon ziemlich heftig, was da alles geht. Das macht ja Spaß, aber es ist halt einfach krass anstrengend. Also ich habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so gespielt und ich war fix und fertig. Das haben sie zum Beispiel mit Batman oder sowas haben sie es ein bisschen besser gelöst, weil du da ja quasi immer so, wenn du zuhaust, direkt auf den Gegner zufliegst und dann so einen kleinen Mhm. Moment hast, mit dem du kämpfst. Und bei Deadpool ist es komplett offen und komplett frei. Also du kannst in alle möglichen Richtungen springen, rumrasen, wie du magst, ballern, Sachen abwehren. Und das ist krass. Also das war Vielleicht wollen sie heftig. einfach weniger Fettsackspieler haben. Ja, offensichtlich. Das Die ist, bilden quasi fürs Rudel aus. ja, finde ich ja gut. Finde ich ja gut. Ein bisschen was gegen die Fettleibigkeit zu machen, vor allem dann bei den Amerikanern, bei uns Europäern. Man sieht es ja am Seppi und an mir, dass Fettleibigkeit hier kein Thema ist. Absolut, absolut. Mike und der Geity Boy, die schirmen uns schon ein bisschen in die falsche Richtung, muss man sagen. Aber es fällt noch nicht so weit, dass wir ein Deadpool-Trainingsprogramm nötig haben, aber in VR, würde ich sagen. Oder? Ja, die setzen wir jetzt dann einmal irgendwo im Wald aus, dann müssen sie ein bisschen Rudel hasseln, dann nehmen sie auch ab. Das Einzige, Dann was geht dann das auch ist, dass sie wieder. sich gegenseitig fressen instant. Wir Schlangen. Fangen wir die Füße so und schauen, dass Ja, du genau. dann zusammenwuchst. Ja, das tut mir auch sticker, das Ding, aber ja, wenn das schnell ist und ich mit langsamen VR-Spielen schon nicht zurechtkomme, dann. Ja, du kannst schon so Komfortoptionen einstellen, dass du irgendwie so Vignetten hast und so weiter, dann ist es nicht mehr ganz so krass, weil dann siehst du Mhm. quasi immer nur den Bereich. Das muss man dann mal ausprobieren. Kann dir das dann gerne mal sagen, weil ich werde das bestimmt noch testen müssen. Aber ja, also ich fand es massiv anstrengend. Ich hoffe, dass da auch, das Krasse war, du hast da kaum Pausen dazwischen gehabt. Also du bist von Kampfarena zu Kampfarena gegangen. Dann hat er zwischendurch mal 5 Minuten irgendwie geredet. Aber das war Du bist heftig. aber halt Ich auch ein hoffe, dass unsportlicher das Schwanz, muss man auch dazu sagen. brutal, ja. Ja, Das kommt erschwerend dazu. das Es hat mir schon ist. einiges gekostet. Aber nicht einmal diese einstündige Sportsession hat es verhindern können, dass ich fetter aus der Gamescom rausgekommen bin, wie ich reingegangen bin. Wie geht Obwohl ich das? den ganzen Tag unterwegs war und glaube ich so 20.000, 30.000 Schritte oder so gemacht habe, habe ich zurückgenommen. Kann ich dir schon sagen, weil es auf dieser scheiß Drecksmesse nur Fastfood-Fraß gibt. Du Ja, kannst da nur Dreck fressen, von Hotdogs und Burger und Club und Zeug. Alles kostet 2.000 € und alles hat 10.000 Kalorien. Also es ist zum Kotzen. ja gut, bei 4 Kalorien muss man viel zahlen, das ist ja klar. So wird es Viel, offensichtlich viel bemessen kostet da, ja. viel. Ja, viel kostet viel, das passt schon. Und zum Saufen Also auch wirklich, absolut kein Wasser und keine Zero-Getränke, oder? ja, das schon. Also da habe ich mich Schade. dann über die Getränkespender ohne gehängt, wenn ich mal irgendwo bei irgendjemandem war. Das ist einigermaßen gegangen. Aber der Großteil ist auf alle Fälle Softdrinks, ja. Und Pommesbuden und äh, furchtbar. Geil. Es gibt, Ja. glaube ich, eine so eine Art Kantine gibt's, da war ich letzte drin, da habe ich das mit einem großen Bogen drüber gemacht, weil der letzte irgendwie 16 € hat so für 3 Druckerne Nuggets oder sowas. Also das war furchtbar. Und ja, der Rest sind, also draußen an denen, da gibt es immer so zwischen die Hallen, haben dann immer so quasi so Areale, wo du dann aufhalten kannst. Mhm. Und da war, also, ich glaube, das Gesündeste war nur Pizza, weil da noch 3 Schwammerl draufgelegen haben oder so. Das ist geil, das ist Also, also richtig, richtig klischeehaft. Da gehen nur Gamer brutal. und die sind alle, wie wir schon gesagt haben, die sind alle fett und fressen Ja. nur Scheiße unterm Zocken. Dementsprechend stinkt es auch permanent am Klo, weil es alle in einer Tour Durchfall haben. Das ist auch ganz grausam. Du kannst irgendwie Geil. so ab dem Mittag oder sowas kannst du in kein Klo mehr reingehen. Also es Das gibt ist nur wie bei so mir daheim. einzelne, ja.
Es gibt nur so Einzelne, die irgendwo ganz außen sind, die, wenn du kennst, dann kommst du noch irgendwie halbwegs ohne Kotzreiz durch, aber die meisten, die so in die Hotspots sind, also keine Chance. Also die haben sowieso permanent frequentiert und ist keine schöne Sache, das. Ich denke mir immer so, ich hätte eigentlich echt einmal Bock, dass ich da einfahre, aber wenn ich dann immer deine Geschichten höre, dann ich so, nein, absolut keinen Bock nicht drauf. Null, ich Ihr möchte das nicht. müsst schon mal, da mal so einen Tag umgefahren, also am Ich mag Samstag nicht oder in so, so wenn einem es so richtig dünnsches Gas abgeht, Haufen drin sitzen. 50 Grad hat im Schatten, das macht Ja, richtig Spaß. ja, das ist ungefähr so, als da ich mich ritzen. Das macht auch richtig Spaß. Da fühle ich mich wenigstens Versuch halt danach einmal, gut. versuch dich mal zum Akkreditieren, vielleicht kriegst du so eine Wildcard, dann kannst du am ersten Tag mitfahren und da ist dann Aha. noch okay. Da geht's dann schon. Achso, ja, dann checken wir das mal aus. Wenn wir nächstes Mal probieren, wenn der Podcast dann gerade aufs Knie ist, werden wir bestimmt akkreditiert. Ja, schon. Aber der Podcast wird jetzt dann ganz klar, wenn ich scheiß Kamera zusammen habe mit einer blöden Hin- und Herfahrerei. Ich darf mich anscheinend nicht Ge- mehr bewegen. Ich habe gerade festgestellt, pass auf. Oh Gott, das schaut wie in so einem schlechten Film aus. Ja, und vorher habe ich mir am Fuß kratzt. Stell dir vor, sogar da. Mhm. Jetzt weißt du, was du da hast. Steh da hin. In alle Ewigkeit. Ui, ui. Großer Gott. Oh Gott, die Speibler ist voll. Unangenehm. Hast du, jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, aber das neue Wukong, das Sequel, ist auch auf der Gamescom angekündigt worden, oder? Ja, das war nur so ein Mini-Teaser auf der Opening Night Live. Ja, das war eins von den Sachen, aber da gibt es ja gar nichts. Also, das Ah, okay. an ein paar Sekunden, da sechst dann so einen Riesen da rumtatschen und das glaube ich war's. Aber du hast das gespielt gehabt, oder? Nein. Ach so, irgendwann hast du das gespielt. Ah ja, dann reden wir Nein, nicht nein. drüber, lass was bleiben, scheiß Spiel. Da gibt es ja wirklich noch gar nichts drüber zum Wissen, außer dass wir drüber arbeiten. Ja, dann arbeiten sie halt, da ist mir scheißegal. Dann arbeiten sie halt dran. Was habe ich noch gesehen gehabt? Irgendein Spiel habe ich noch gesehen gehabt, aber das gleiche war nicht von der Gamescom. Ach ja, stimmt, irgend so ein Sidescroller wie die Turtles-Spiele kommt von He-Man. Ja, genau. Das ist auch, ich weiß jetzt nicht, ob das auf der Gamescom, aber es war um die Zeit, dass auf alle Fälle, glaube ich, mal rundum gegangen. Ja, schaut auf alle Schaut Fälle geil cool aus. aus. Das ist, da bin ich dabei. Wo wir drinnen waren, also da war jetzt nicht ich, aber ein Kollege von mir, aber da hat es auch noch nichts zum Spielen gegeben. Es kommt ein neues Halloween-Spiel, wo du quasi, Ach, da die glaube ich, haben haben wir letztes jetzt, Mal auch schon mal, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass es kommt, oder? Dass man entweder im Multiplayer oder allein spielen kann, oder? Ist das ja, nicht auch das wieder war, so glaube ich, ein, da haben wir mal miteinander geschmatzt, privat, ja, weil das, glaube oder ich, war war das da noch nicht privat? angekündigt beim letzten Mal. Es ist auf alle Fälle so aufgebaut, haben die erzählt, dass, also die haben grundsätzlich haben es mit John Carpenter und der Produktion und so weiter, haben sie sich abgesprochen über das Mhm, Ganze. Also es soll, die waren da dicht am Entstehungsprozess dabei und das soll quasi alles zum Zeitpunkt vom ersten Teil spielen. mhm. Der hat irgendwas erzählt von wegen, weil man sagt ja da oft nicht, was der Michael Myers so treibt und wo der sich so rumhüpft. Man sagt, weiß ich nicht, vielleicht zweimal im ganzen Film. Und das soll halt vor allem auch darum gehen, was da sonst noch alles so passiert ist, während der nicht im Film zum Singen war. Was er da noch alles so drin hat. Das ist praktisch das Keine Ahnung. Spiele-Pendant zu, wie du heißt der Film, wo man den Killer verfolgt, wo man sagt, wo man gesagt hat, das ist praktisch als Data Jason. Violent Nature. Violent Nature, genau. Das ist Ja, praktisch das Pendant dazu. Gehst du ganz mit Michael Myers spazieren und tust nichts. es war super, wenn du nur mal verstecken musst. Ja, Und also die so Walking positionieren, Simulator. dass die keiner sieht. So. Ja, genau. Das war voll geil. Count me in. Ja, Halloween habe ich auch gespielt. Ich habe nämlich ja endlich dieses Retro Realms Spiel von euch auch gefangen mit dem Geil. Halloween Sidescroller Plattformer Ding. Und bin jetzt auch schon fast durch mit dem Halloween-Part als Michael Myers, weil da bin ich jetzt beim letzten Endgegner, aber das ist wieder Schweinekack schwer. Mal schauen, wann ich das schaffe. Und da muss ich Wie mir lange spielt man auschecken. da so? Ach, ich glaube insgesamt wär's das wahrscheinlich auch 5 Stunden. Ah ja. Sagen wir mal 5 bis 10 Stunden, jetzt einmal sehr großzügig gesagt, je nachdem, ob du dann auch noch alles sammeln möchtest. Und ich weiß noch nicht, wie sich das Spiel ändert, weil du kannst ja praktisch als Laurie Strode spielen. Und das habe ich aber noch nicht ausprobiert und weiß deswegen jetzt nicht, wie sich das Spiel dann ändert, wenn du mit ihr spielst. Dann streckt es natürlich, aber ich habe jetzt nur mit Michael Myers mal die Geschichte durchgespielt und da bist, wenn du alles sammeln darfst und nicht, also die nicht gar so dumm stellst wie ich teilweise, dann bist du wahrscheinlich auf 6 Stunden komplett durch. Was tust du so grundsätzlich? Ja, Rumhupfen und Leute durchlaufen umbringen, und oder wie? schnetzeln. Ehrlich wahr? Stark. Ja, du gehst halt einfach geil durch, da gibt ich glaube, Overlord oder Shadow Lord oder wie der heißt, der kommt und sagt so, hey, ich möchte hier Gewalt und Blut und Verderben auf der Welt verteilen und du bist der cooler, verrückter Mörder.
Und ich habe jetzt da den am Grabstein von deiner Schwester, von der Judith, habe ich jetzt gestohlen und kriegst nur, wenn du rumgehst und ordentlich Kasala machst. Und dann rumpelst du halt durch die Level durch und stichst einfach alles ab, was kommt. Hast du ein paar Spezialmoves mit so einem Schattenschritt und was weiß ich, Wandsprung. Und es ist halt es ist wirklich sehr Retro-lastig. Also der Name Retro Realms, der macht schon, der steht wirklich fürs Spielgefühl auch, weil es teilweise schon sehr hakeliger irgendwie ist und Mhm. nicht schnell. Manchmal es gibt ein paar Stellen, die auch wirklich ziemlich anspruchsvoll sind. Hauptsächlich richtig behindert sind eigentlich nur die Endgegner, weil vor allem jetzt der letzte, weil da hast du mehr oder weniger zwei Endgegner. Das ist ein wenig nervig, weil du dann wirklich schauen musst, dass du so gut wie ohne Schaden rauskommst aus dem ersten. Und ansonsten hast du halt Sprungpassagen, ein paar Geschicklichkeitspassagen, viel Gegner auf einmal Passagen, die du eigentlich gar nicht alle auf einmal erwischen kannst. Du kannst ja zwischen zwei Welten einmal hin und her wechseln, das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Und ansonsten, ja, ist es was Gemütliches für zwischendurch, weil es sind 5 Welten mit jeweils 2 Level und so ein Level hast eigentlich so auf 10, 15 Minuten durchgespielt, wenn du nicht alles sammelst und nicht tausendmal verreckst, so wie ich. Äh, es ist eigentlich einfach an sich ein gemütliches Spiel für so, das so, halt so Hello, vor allem so Fans wie mich schon dämlich dahin grinsen lässt, wenn du als Michael Myers du hier rum bist und Leute abstichst. Und dann halt auch die Aber Waffen kriegst, die du aus den Spielen kennst mit Missgabe und Sichel und so ein Zeug. ist unfair mal. Also so die vom Balancing her, die Spiele neigen ja hin und wieder mal dazu, dass es einfach Ja, übertrieben schwer sind. manche Stellen kommen mir schon auch ziemlich unfair vor, muss ich sagen. Also da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, es liegt nicht an dem, dass ich zu wenig Freunde eingeladen habe, wie der Korbi, sondern dass es wirklich einfach nicht cooles Balancing hat. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das dann wird mit den anderen Figuren, weil, wie gesagt, man kann ja noch mit der Laurie Strode spielen und dann eben Ash versus Evil Dead. Kannst auch noch mit 2 Figuren spielen. Da berichte ich aber dann nach und nach, weil das ist so ein Spiel, das hier und da, wenn du mal schnell eine halbe Stunde Zeit hast, dann schiebe ich es ein. Das ist Mhm. wie Pokémon, New Pokémon Snap, dass ich für zwischendrin einfach, wenn du nicht viel Zeit hast, dann spielst du halt schnell mal ein wenig dahin. Ja, für mich war das so das perfekte Handheld-Spiel, was du im Kanal so irgendwie so nebenbei dann aber so ein bisschen zockst. Ja, genau, für das ist es eigentlich ziemlich cool. Sowas. Der Vampire Gnädige schreibt Bloodlines gerade, 2, ja, hast du genau, passt. ist auf der Gamescom angekündigt worden, ja. Das ist nur die halbe Wahrheit. Das Spiel ist schon, hätte schon vor 5 Jahren rausgekommen sollen und war zwischenzeitlich einmal, also sie haben es komplett nochmal von vorne angefangen. Also die haben den Entwickler dann gewechselt und haben nochmal komplett von vorne anfangen müssen, weil es so toll war. Und jetzt, so wie es jetzt halt ausschaut, ist ziemlich viel vom ursprünglichen Spiel nimmer umgesetzt worden. Also das ursprüngliche war ein Rollenspiel und hat damals ziemlich, also der erste Teil, und hat damals ziemlich krasse Wellen geschlagen, weil es so tolle Rollenspielmechaniken gehabt hat und das wird jetzt wahrscheinlich eh sehr actionlastig. Also schaut nicht schlecht aus, aber wird wahrscheinlich jetzt nicht so krass intensiv werden, fürchte ich fast. Laut das Fürchten ist er. Laut das Fürchten tut er sie. Wie schaut's mit Silksong aus? Hast du das auch gespielt? Spielst du das Das habe schon? ich Weil mir, mittlerweile ist das schon heraus. ich hab mir das gekauft, ja, gleich am ersten Tag, weil das Mhm. nur lächerliche 20 € kostet. Das ist geil, Und muss ich mir auch noch hin. Aber habe mir dann gedacht, ich glaube, das ist sogar im Game Pass drin, aber ich habe mir gedacht, ich mag das aber lieber auf dem Steam Deck spielen, weil das mhm. genau die richtigen Spiele für sowas sind. Dann kann ich dann über abends, wenn was im Fernsehen läuft, was ich nicht sehen möchte, kann ich mal schnell ein bisschen einen Silksong reinhauen. Mhm. Das habe ich Bin jetzt, ich gespannt, wie lange du das auf dem Steam Deck spielen möchtest, wenn du da mal den ersten Anfall hast, wo du es an die Wand schmeißen möchtest. dann ist es Wenn es wahrscheinlich nur, vorbei, ja. ja, wenn es auch nur annähernd so schwer wird, wie Hollow Knight teilweise war. Nein, ich habe wirklich noch nicht fake gespielt. Ich habe einen so einen kleinen Boss gelegt, der war sehr freundlich zu mir. Der hat mir Mhm, jetzt das ist nett. nichts großartig Auto. Bin aber ein bisschen mit so kleinen Mandal geredet und war noch nichts Schlimmes. Also es ist auf alle Fälle wunderschön und wunderschön Katzencontent. geschmeidig. Mau Mau. Ja. Mei, wie glücklich das ausschaut. Ja, sie enjoyt das gerade voll. Genau. Und ja, es schaut wunderschön aus. Es spielt sich ganz fluffig, aber mehr kann ich noch nicht so.
Kann man schon von der Stimmung was sagen, weil Hollow Knight war doch ziemlich melancholisch insgesamt. Also es hat auch wunderschön ausgeschaut, ist super geschmeidig zum Spielen gewesen, aber es ist an sich eigentlich eine voll düstere, melancholische Welt und eine Hintergrundgeschichte gewesen. Es ist eigentlich überall ist alles irgendwie tot und alles ist verloren und was weiß ich. Also kannst du Kann schon ich was sagen, wie sie so das nicht anfühlt sagen. bei Also, Silksong? es fängt so an, dass die Hornet quasi entführt wird und Mhm. irgendwie in einer neuen Welt aufwacht mit so Käfern. Und das erste, was du umbringst, ist die Moosmutter und alles ist grün und fluffig. Also, es schaut jetzt nicht allzu schlimm aus. Okay, ja, bin ich gespannt, Aber es weil kann natürlich noch ganz anders werden. Also, wie gesagt, das ist noch nicht mehr eine Stunde, wo du da jetzt reingespielt hast. ja, bei Hollow Knight war, da hat es auch so was gegeben mit, du hast die kleine Raupen überall sammeln können und wenn du alle gesammelt hast, dann hast du jedes Mal nach einer gewissen Anzahl hast du dann einen Haufen Zeit gekriegt, diese Währung, ich weiß jetzt nicht, wie es geheißen hat und irgendwann kommst du zurück und dann sind sie einfach alle weg und der andere, und irgend so ein Fettsack-Typ liegt am Rand und hat so einen fetten Bauch, weil er es alle gefressen hat, die kleinen Babyraupen. Sagst, Voll lecker. was? Wir sind ganz dicht oder was, du blöde Sau? Brutal, Mieser aber Hollow Scheiß. Knight war wirklich ja ein grandioses Spiel, aber also wie gesagt, dass wenn sie nur annähernd an der Schwierigkeit von Hollow Knight orientiert ist, Silksong, dann da die vorsichtshalber vielleicht doch auf ein stationäres Gerät wechseln und lieber nur einen Controller an, an pfeffern als das Steam Deck, weil ja, der Ding schreibt sehr, der Batman, Silksong ist gleich Rage Quits und das war bei Hollow Knight schon oftmals sehr, sehr knapp davor. Ja, ich fürchte mich also ein bisschen. Ich werde das auf alle Fälle, weil ich muss andere Sachen hauptsächlich spielen momentan. Ich werde das aber so zwischendurch ein bisschen schirmen. Und ich Mhm. glaube, das ist dann so zum Jahresende hin, möchte ich es dann mal so richtig spielen, weil ich habe jetzt leider einfach nicht die Zeit momentan. Aber immer mal wieder so wegen am Cannabis hinspielen, bis dann die schweren Momente kommen und Dann dann rufst du lege ich es wieder auf die dann lange Bank. 10 Freunde an. Genau. Weil da, glaube ich, brauchst du schon 10 von 10. Der Korb hat da tatsächlich auch einen Spätzle gehabt, einen Chris, glaube ich, hat er immer noch. Der ist da wirklich, der ist da völliger Psychopath, was das angeht. Der rumpelt da durch und haut um einen anderen, ist nicht ganz dicht. Nein, du Bist du musst schon verwachsen krass mit sein dem bei den Dingen. Controller? Also, was ist los mit dir? Besonders die Side-Scroller, wenn die da so geschert werden, das ist schon Ja, heftig teilweise. da bin ich gespannt, was berichtet. Und ich werde es mir wahrscheinlich auch bald noch holen. Aber aktuell habe ich irgendwie alles vergessen zum Holen. Ich habe vergessen, dass ich mir das neue Metal Gear Solid hole. Ich habe vergessen, dass ich mir jetzt ein Chronos hole, auf das ich auch unglaublich Bock gehabt und irgendwie ist das jetzt alles an mir vorbeigegangen. Hast du Es Chronos ist noch momentan gespielt? aber auch krass, was alles rauskommt. Ja, September ist jetzt gerade richtiger Richtig heftig. Overload. Wir haben ein Ding, Metal Gear Solid, mit dem hat es, glaube ich, angefangen. Das war das sogar noch im August. Dann Das ist war am sogar noch Ding, Ende August, ja, einer von den letzten 4, 5 Tagen oder dann ist so. am 4. September ist Helles rausgekommen, mit dem stecke ich momentan gerade voll drin. Mhm, Das ist ultra krass. Dann einen Tag oder 2 Tage später ist Chronos gekommen. Dann mhm. kommt jetzt, dann Dann das nächste ist, Silksong glaube ich, haben wir eh schon ja, gesagt. Silksong ist Genau. noch gekommen. Dann kommt Dying Light, The Beast kommt. Dann kommt Genau, Silent Silent Hill Hill. F und alles in einem Monat und ich verstehe das nicht. Das ist so Ja, übertrieben. wann soll ich das tun? Wann? Sind alle ganz dicht, sage ich da gerade. Ja, Chronos komme ich momentan auch nicht dazu, weil Borderlands 4 kommt ja auch schon den Monat aus. stimmt, das ist auch noch, das ist nächste Woche. Das ist auch noch so ein Alter, Riesending. Also, ich weiß nicht, ich sind verstehe nicht, warum wir, es alle im September wollen. sind wir schon mal bei die Spiele-Releases vom September mal kurz durchgesprungen. Frostpunk 2 kommt auch noch. Aber Aber das das ist, ist, glaube glaube ich, ich, eh ein so schon Port, Early oder? Access Dann, gewesen, eine ja, Zeit lang, oder? ja, das kann sein. Was haben wir noch hier alles, was irgendwie interessieren kann? Agatha Christie, Death on the Nile. Hm. Mm. Sonic Racing Crossworlds, hau ab. EA Sports 26 kommt auch noch den Monat aus. Dann das Final Fantasy Tactics, The Ivalice oder Ivalice oder keine Ahnung, wie es heißt, Chronicles. Das meine ist ja auch, ob sie das vor allem Fans von diesen Final Fantasy Tactics ziemlich gefreut hat. Also der September ist voll geschissen bis oben hin. Das ist ja Brutal. unbelievable. Dann kommt noch, glaube L ich, ein DLC zu Kingdom Come Deliverance 2 aus der, wer das gespielt ah, hat. Und das krasseste und von alle, was noch kommt, das über allen Titeln steht, das wir bis jetzt genannt haben, kommt auch noch den Monat, am 23.09. markiert er das. Da oh, müssen wir einen Livestream machen, weil Baby dann Steps. endlich Baby Steps rauskommt. Ja, den Livestream, den müssen wir unbedingt irgendwie einbauen, weil das Spiel, auf das freue ich mich schon richtig. Ich habe mir noch mal ein bisschen was angeschaut, das ist so Banane. Das ist Kann unfassbar. man das ja irgendwie zu Also das, zweit spielen oder müssen wir dann durchwechseln? der wechselt mal durch, ist scheißegal. Ja, Das ist irgendwann vielleicht so, gibt es ja irgendwie so also, eine geile Option, dass man es zu zweit spielt und jeder steigt einen Fuß oder so ein Mist. leck, das war Bombe, ja. Aber das Das weiß ich war, nicht, keine Ahnung. Das das war war aber geil. Weltklasse. Das steckt da mittendrin zwischen einem Assassin's Creed Shadows DLC, der auch noch rauskommt,
am 16.09. Den brauchen wir auch noch. Ein Kumpel hat es jetzt erst durchgespielt und ich glaube, hat auch schon wieder 150 Stunden oder so für die Komplettierung eingespielt. Hat aber, Was ist glaube ich, bei ein den 150 Kurzfazit? an sich hat es ihm gut gefallen. Also er fand es auch besser als Valhalla, Ja. aber es ist halt auch wieder ein Mords-Sammelkasala. Und bin mir jetzt gar nicht sicher, ob bei den 150 Stunden schon die Platin-Trophäe dabei war. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, da müsste ich nochmal Und, nachhaken. Aber an ja, sich, ich fand es auch um Welten besser wie Valhalla, aber das ist halt jetzt trotzdem. Wir haben ja eben da schon drüber geschmatzt. Ich bin dann irgendwann ja. einfach, habe ich es vergessen weiterzuspielen. Ich habe es vergessen. Ja, und Weil man hat es halt mit einfach, Ghost of Tsushima eine wesentlich bessere Alternative und kriegt jetzt dann ja, im Oktober mit Ghost of Yotai wahrscheinlich eine noch viel bessere Alternative. Drum ist Assassin's Creed Shadows, auch wenn mir dieses Setting voll fesseln darf, hundertprozentig, und ich, ja, ich eigentlich immer ein Japan-Setting gewünscht habe, aber ich bin raus. Assassin's Creed legt mir in den Arsch rein. ja, das ist einfach. Du, bei dir ist es ja noch krasser, du hast ja erst Ghost of Tsushima gerade erst durchgespielt, ne? Ja, eben. Dann, wenn es dann jetzt noch Shadows und dann noch Yotai mitnimmst, Dann Overload. kann ich Japanisch danach. Ja, safe. Kann ich Japanisch. Ich habe jetzt halt noch FC angefangen, du weißt, ob du das Spiel kennst, Yoka und Laili. Na, Das ist am Großteil der Entwickler, die stammen von Rare, die damals Banjo-Kazooie gemacht haben und Banjo-Tooie. hm, Und das ist mit diesem Gecko, sage ich mal, und der Fledermaus auf dem Kopf. Also eigentlich fast eins zu eins das gleiche Spielprinzip wie Banjo-Kazooie und damals, weil der hat ja auch, es war ein Bär und ein Papagei, glaube ich, auf dem Kopf. Und ist damals auch sehr gut angekommen und das war mir saubillig in irgendeinem Sale drinnen und das habe ich jetzt, das habe ich schon ewig auf der Switch gehabt und das hat mir das letzte Mal irgendwie eingelaufen, dass ich gesagt habe, jetzt hau ich mir mal eine und ja, ist cool, das hat echt unglaublich geilen Retro-Charme, das Spiel. Das fühlt sich an, als dass du so ein 3D-Plattformer aus der Nintendo 64-Zeit spielen, aber halt trotzdem ist es modern und neu alles. Aber trotzdem schafft das Spiel die ganze Zeit dieses Feeling von damals ein wenig aufrechtzuerhalten, von der ganzen Weltgestaltung, von den Aufgaben, von den Figuren. Sie unterhalten sich auch noch mit Geräuschen. Du, wenn's, also das ist teilweise richtig, das sagst du, Alter, wie kann ich das mir länger anhören, wenn die machen nur so. oh Gott. Also und alle haben so komische Geräusche, aber es macht wirklich einfach, es ist einfach schön. Man fühlt sich so richtig an Mario 64 ein wenig erinnern, finde ich. War das nicht auch bei Rayman so, oder? Rayman Legends mit den Ja, die haben auch komischen immer so komische Gebrabbeldinger? Geräusche gemacht. Ja, Rayman Legends war auch ein super schönes Spiel. Evergreen. Es ist immer noch so gut wie am ersten Tag. Brutal, ja. Aber das kann ich auch nur empfehlen, wer da irgendwie so Bock hat, mal so einen 3D-Plattformer wieder zum Spielen und vielleicht auch sogar zur Nintendo 64-Zeit groß geworden ist. Unbedingt Yooka-Laylee holen, das macht richtig Spaß und holt ordentliche Nostalgiegefühle in mir zumindest hoch und auch also ich spiele es mit einem Kumpel zusammen und der sagt, ist eigentlich genauso überzeugt davon wie ich, dass er dieses Retro-Feeling kriegt, wenn wir das einschmeißen. Gibt es einen zweiten Teil? Der soll aber scheinbar meine, einen anderen Stil haben und kein 3D-Plattformer mehr sein. Wenn ich also das ist jetzt gerade jetzt ein gefährliches Halbwissen. Das habe ich jetzt nicht so richtig im Kopf, was da genau war. Aber der meine ist ja nicht so gut angekommen. Aber Teil Aha. 1, spielen, tun sie es. Jetzt gut, jetzt gut. Ja, ich habe es gerade angeschnitten. Ich stecke momentan knietief in Hell is Us drin. Und Mhm, das ist wirklich eines von den besten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Das ist richtig, richtig geil. Das okay. ist, ähm, hat er, wir fangen da jetzt am besten an. Also, du bist, das spielt in einem Land quasi, in dem ein ziemlich krasser Bürgerkrieg tobt und das so ein bisschen diktatorisch geführt worden ist und deswegen von der Mhm, Außenwelt so ein wenig abgeschnitten ist. Und du kommst da quasi, du bist so, da heißen es ON-Soldaten, nicht UN-Soldaten, so Hilfssoldat quasi bist du. Und mhm, da schmuggelst du quasi wieder eine, weil du als Kind aus dem Land ausgeschmuggelt worden bist. Und jetzt mhm. kommst du quasi als Erwachsener wieder zurück und bist du auf der Suche nach Antworten. Was Dann für, legst für quasi der. Spielgenre ist denn das? Ja, warte mal, das ist Also so eine Art, also das ist eine Ego oder Mischung Third zwischen Person oder wie? Third Person bist du auf alle Fälle. Es ist so Mhm, eine Mischung aus Open World und Action Adventure, aber mhm, sehr offen. Ähm, Da kommst du dann auf alle Fälle da wieder zurück und möchtest dann quasi, das Einzige, an das du dich erinnern kannst, ist, dass dein Vater ein Schmied in einem Dorf namens Jova war. Und da versuchst du halt wieder hinzukommen. Und die ganze Spielwelt ist quasi, dreht sich
spielt sich quasi auf 3 Ebenen so ein bisschen ab. Du bist umgeben von dem Wahnsinn, von dem, was der Bürgerkrieg anrichtet, und da haben es wirklich heftig. Also in dem Spiel passieren oder kriegst du Sachen mit, da was du wirklich schwer schlucken musst. Also du kannst mit also alle NPCs oder alle Menschen, die du hast, mit denen kannst reden. Und du kommst da zum Beispiel in das erste Dorf rein, es toben, also es bekämpfen sie da quasi 2 Ethnien gegeneinander. Eine ist ein bisschen auf Teufel komm raus progressiv, die andere ist ein bisschen eher konservativ und sehr gläubig. Mhm. Und die metzeln sich halt da gegenseitig massiv nieder. Und alles, was man halt so kennt oder schon mal gehört hat in so eine Auseinandersetzungen ist da eben auch passiert. Das erste Dorf ist quasi, da kommst du zum Zeitpunkt ein, wo quasi die eine Seite die andere aus dem Dorf rausgemetzelt hat. Also die haben sie da verdrimmt, haben die aufgehängt, haben die massakriert, was weiß ich. Und dann ist deren Armee irgendwann zurückgekommen und hat die sie quasi zuerst aufgehört haben, auch wieder niedergemetzelt. Und da bist du jetzt quasi, kommst du jetzt in dem Ergebnis so. Das erste, was du siehst, ist ein offenes Massengrab mit hunderte Tote drin. Daneben liegt ein totes Kind, eine tote Frau und der Vater, der die quasi beweint. Daneben noch der Bagger, der die quasi da reinschaufelt. Das ist sehr eine Beutel hast du da. Und dann kannst du mit ihm reden. Und dann gehst du ins Dorf rein, dann siehst du schon, da haben dann diese Daten da, die quasi da jetzt sie heimisch gemacht haben. Da haben auch wieder massiv viele Tote, übelst aufgehängte Leute teilweise. Es sind viele tote Kinder, die du siehst. Du kannst dann in die Häuser gehen, kannst mit den Leuten reden. Das ist eine ziemlich heftige Szene war auch. Du gehst in so ein Haus, da schaut es aus wie Sau. Und dann siehst du so eine aufgelöste Frau an einem Küchentisch, total zerrauft und fertig und Rauchgerone und zahnt dann umeinander. Sie hat so einen großen Fehler gemacht, sie hat so ihre Nachbarn und Freunde, sie war da dabei, wie sie es ausgetrieben haben vom Dorf, und dann haben sie es aufgehängt an so einem Baum. Und sie bereut es so und sie bereut es so, aber die Soldaten bestrafen sie jede Nacht dafür und sie hat es verdient und sie kann nicht mehr und hat so einen Scheiß. Und super heftig. Eieiei. Und dann gehst du so weiter in dem Haus und dann siehst quasi ein Schlafzimmer, wo so Fesseln am Bett haben, überall Blutflecken und leere Kondompackungen rumliegen und so. Also das ist ein richtig übler Scheiß, der da passiert. Mhm. Und das ist eine von den allerersten Sachen, die du kriegst. Also du kriegst richtig schön eine draufknallt am Anfang. Also gleich mal, dass du Und richtig mit guter Laune anfangen kannst in dem Spiel. genau, richtig, richtig schön. Und du kannst mit den Soldaten reden, du kannst mit den Leuten reden, und erfasst dann immer mehr so Hintergrundgeschichten. Also diese ganze Bürgerkriegsgeschichte ist quasi die Lore von dem Spiel. Mhm. Du bist aber nie wirklich beteiligt. Also du kannst die nicht auf die eine oder andere Seite schlagen. Du kämpfst auch nie gegen Menschen. Der Krieg, du bist einfach in dem drin, ein Ja. Teil, also als Bestandteil. Also du kannst aber nicht aktiv werden. Und alles, was dir die Leute so erzählen, findest du auch. Also wie zum Beispiel das, was die Frau da jetzt in dem Zimmer da erzählt hat, von denen die Leute, die es irgendwo aufgehängt haben, wenn du dann aus dem Dorf rausgehst und die in der offenen Sumpflandschaft da aufhältst, dann findest du auch den Baum, an dem die Leute baumeln. Okay, krass. Und dann findest du auch unter diese Leiche, findest du dann auch Epsi, mit dem du dann quasi so eine kleine Nebenaufgabe machen kannst. Das wird aber nie angezeigt. Das ist ganz Mhm. wichtig in dem Spiel. Es gibt keine Questlogs, es gibt keine Questmarker, es gibt keine Karten, es gibt gar nichts. Also du musst das alles selber herausfinden. Das ist wie bei Und wenn du Itemfall, dann, oder? War das auch so, das Jahr gekommen das ist, war kann das? sein, das war das Fallout-Ding da, oder? Ich glaube schon, ja. Und da glaube Das also, kann sein, ich das weiß weiß ich jetzt nicht nicht. sicher, aber ich habe einen Test drüber gelesen und ich glaube, das ist auch ohne das ausgeben. Aber Moni hat das nicht so gut umgesetzt, dass man dann immer gewusst hat, wie es da weitergeht. Ah, Weil okay, das ne, ist ja das dann macht auch das. so ein Kniff, den man da ordentlich einbauen muss, wenn ich ohne das arbeite, dass ich trotzdem die Leute nicht komplett allein lasse. Genau, das machen die sehr gut, da komme ich noch drauf. Und wenn du jetzt zum Beispiel da das findest und setzt halt eins und eins zusammen, dann weißt du, mit dem Teddy kannst du irgendwie, also steht da irgendwie in Verbindung. Und da in dem Beispiel ist es oder so, du kommst dann an ein anderes Haus, da hörst du, es ist jetzt so ein Mo drin, der es totsaufen möchte, weil er halt seine Familie im Stich lassen hat und was weiß ich, was alles. Mhm. Und dann kannst du äh, dem was geben, dass der dir was gibt und das kannst du dann wieder ihr geben und so kannst du das zum Beispiel
davon überzeugen, dass abhaut oder sowas. Und es kann aber auch passieren, wenn du die Sachen zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht machst, wenn du in der Hauptstory oder so weiter vorkommst, Mhm. dass du die Leute eben nimmer retten kannst oder dir nimmer helfen kannst, dann passiert halt wieder was ganz was Grausames. Also das sind aber nur die Nebenaufgaben, von denen ich erzähle, die rein optional sind und die du einfach selber organisch finden musst und draufkommen Mhm. musst, so quasi. Also gibt es dann nichts irgendwie, was du sagst, tu das und das und das. Sondern du hast dann einfach nur, was du hast für die Haupthandlung, das ist das, was so wichtig ist. Da entsteht dann quasi in deinem Menü so eine Art Mindmap. Also je nachdem, welche Leute du kennenlernst oder welche Orte du besuchst, dann entsteht wieder was Neues mit einer kleinen Notiz und dann kannst du für dich selber dann da immer so ein bisschen nachschauen und verknüpfen, wo sie jetzt dann als nächstes zusammen ist. Und die Hauptgeschichte führt die quasi, da gibt es in dieser, der will nicht zwei verraten, aber es gibt quasi so übernatürliche Macht in dem Land, das ist Mhm. das, gegen das du die kämpfst und wieso, dass das so ist, das möchtest du quasi erkunden. Und so kommst du halt durch die verschiedenen Areale. Das ist keine große zusammenhängende Open World, sondern das sind so kleine Hubs quasi. Also das Sumpfgebiet ist relativ groß, du kannst viele verschiedene Sachen machen, in dem kannst du, glaube ich, 10 Stunden oder so aufhalten, ohne dass du jetzt in der Hauptgeschichte vorankommst, mit eben lauter so eine kleinen Geschichten, die da mit den Bürgerkrieg zu tun haben. Okay. Und wenn du dann weiter mit den übernatürlichen Geschichten voranschreitest, dann kommst du den anderen verschiedene Gebiete an und das wird dann alles die ganze Welt verknüpft. Ja, und das Geile ist einfach, dass du die Geschichte einfach ohne irgendeine blöde Führung so erleben kannst. Also du hast quasi nur ganz wenige Elemente, deine Energiebalken oder so, wenn du kämpfen musst im Beutel und Mhm. sonst ist da nichts. Du kannst deinen Kompass zuschalten, quasi kannst du wieder so einen benutzbaren Gegenstand hernehmen, der zeigt dir dann mal kurz an, wo Norden ist. So, das war's. Dass du halt einfach selber ein bisschen orientieren kannst. Das ist gut, wenn man Ähm, mal googelt, wo es weitergeht, weil genau. so Komplettlösungen nehme ich gern, wie scheinbar ja im Nordwesten oder im Südosten und ich denke mir so, halt doch dein Maul, weil sie wissen, wo du siehst, in Gottes Namen. Ich habe keine scheiß Angabe auf meiner Karten. Schreib hin, wo ich hingehen muss. Bin ich ein Ja, das scheiß ist der einzige Pfadfinder oder Grund, warum was? es Habe ich den gibt. Abzeichen an mir dran? Nein, habe ich nicht. Wenn der scheiß Fettsack dann ganz auf der Couch sitzt und zockt, woher weiß ich, wo irgendeine Himmelsrichtung ist, dann kann ich ausrasten. Hab Ja, nie das das ist beim wieder Lösungen aufgeregt. schreiben dann aber so ein bisschen schwierig, sind sie Leute zum Dinge. Aber das geht dann mit sowas. Mit sowas funktioniert das wunderbar. Da ist ein Ort dabei, weißt du, da muss ich hin. Dann heißt es, nein, geh nach Südosten. Schreib einfach hin, zu welchem Ort dass ich gehen muss, du Blässau. Ich raste aus. Du, wenn du einmal so eine Lösung schreibst, dann komm ich auf Schönau und futz dir aus deiner Bude raus. Als hättest du schon jemals eine Lösung von mir gelesen für irgendein Spiel. Nein, aber ich weiß, dass du nicht spielen kannst und deine Lösungen sicher falsch sind. Ja, ganz falsch. Das sind die schlimmsten. Das sind so Fake-Lösungen, Ja, die genau. dich Du auf schreibst ja die Pornoseiten falsche, führen. du schreibst sogar die falsche Himmelsrichtung hin. Ja, Dreckschwein. absichtlich. Nach Südnorden muss man bei dir übergehen. Fiese finden. Ja, genau. Und ja, sonst tust du, also das Spiel besteht so quasi aus 50% Erkundung und 50% Kämpfer. Die Kämpfe haben gut, also die machen Spaß. Die haben aber jetzt nicht krass fordern oder so. Das ist jetzt kein Souls-like oder kein Elden Ring. Auch wenn es ein Mhm. bisschen so aufbaut ist und ein bisschen ausschaut, aber du verlierst jetzt sogar Fortschritt, wenn du stirbst. Es gibt so manuelle Speicherpunkte, das sind so Kassetten, die in der Weltgeschichte umeinander liegen. Da, wenn du mit drauf drückst, dann kommst du halt da wieder hin, wenn du gestorben bist, aber du hast nichts verloren. Das ist ganz gut gelöst. Also man muss jetzt da nicht meinen, dass man jetzt da das krasse Souls-like spielt und da ewig braucht für alles. Das stimmt nicht. Du findest die ja relativ schnell gut zurecht. Also die Welt ist handgemacht. Es gibt Sachen, also wenn du die umschaust, dann stehen da bestimmte Sachen einfach ins Auge, wenn du ein bisschen Mhm. Obacht gibst. Also es ist jetzt nicht so wie bei Assassin's Creed, diese riesengroße Welt und du, auf einer Assassin's Creed Map, sagen wir uns ehrlich, findet sie keiner zurecht, ohne dass er blinkende Marker hat, weil das ist einfach Ja, bei Valhalla schon, weil da wirklich alles so unterschiedlich ausgeschaut hat, dass du einfach genau gewusst Englerland, hast. meinst du? Ja, genau, genau, England. Und Da es war kommt man so ganz gut klar, ja. unterschiedlich gestaltet, da hat man genau gewusst, wann man wo an welchem Baum abbiegen muss, um irgendwo hinzugehen. Naja, das ist da eben richtig gut gemacht. Du kommst da, wenn du in eine große Umgebung kommst, dann siehst du das erste Mal so, wie die Welt so vor dir erscheint. Also hast du so einen Mhm. Panoramablick quasi und dann kannst du schon ein paar so Sachen ausmachen. Siehst zum Beispiel da im Hintergrund irgendwo einen Rauch, dann gehst du halt da hin und schaust, was da los ist. Da ist irgendein Baum, der irgendein besonderes Merkmal hat, da gehst du hin, dann ist da hinten ein Ja. großer Stor oder sowas. Alles, was du am Horizont siehst, du kannst da hingehen und was erleben. Also das ist sehr gut gemacht. Und ja, ich darf das wirklich jedem empfehlen, der eben keinen Bock mehr hat auf seine Spiele wie Assassin's Creed, aber trotzdem
eine erwachsene Geschichte auch erleben möchte mit harte Themen. Das ist teilweise wirklich krass. Immer wieder gibt es auch viel so kleine Randnotizen oder Audiologs, die du mitkriegst, die einfach nochmal scheiß heftige Geschichten erzählen, weil du halt einfach in einem Kriegsgebiet bist und da nehmen die auch wirklich keine Plattform und auch visuell stellen sie das schon, ist es sehr krass da, was da ist, so passieren kann. Also es Mhm. ist echt teilweise unangenehm. Aber wie gesagt, ein richtig gutes Spiel. Die Story ist auch spannend, kann man auch was erleben. Wie viele Stunden wird Kann ich man nur ungefähr empfehlen. einstecken müssen? Was schätzt? Ich habe mit dem Entwickler damals geschwätzt auf der Gamescom, der hat gesagt, wenn du so den goldenen Pfad nimmst oder sowas, dann kannst du schon, weiß nicht, so 18 oder 19 Stunden oder sowas kannst du dann schon durchwerken, aber dann hast du halt Okay. nichts erlebt, was das Spiel Mhm. wirklich ausmacht. Sondern gehst halt nur die Hauptgeschichte durch. Und so, glaube ich, bist du auch mit 30, 40 Stunden maximal darfst du auch alles gesehen haben. Also es ist Der ist jetzt ja nicht trotzdem episch human. groß. Ja, es Das ist ist auf eine alle angenehme Zeit, Fälle, ja. genau. Aber wie gesagt, du musst halt aufpassen, du kannst viele Nebenquests verpassen, du kannst, auch wenn es einfach zeitlich spät drüber ist oder sowas, kriegst du es halt nicht so mit. Also man muss da schon, das Spiel sollte man schon wirklich mit offenen Augen spielen. Also das soll jetzt nicht Mhm. durchrushen, auf gar keinen Fall. Und dann entfaltet es so richtig seine Klasse, möchte ich behaupten. Technisch läuft es super, schaut gut aus, gibt keine Bugs, hat mir noch Wo keine hast du, aufgefallen. wo hast du gespielt? Auf welcher Konsole oder Plattform? Ich Also. spiele es auf der Playstation, ich habe es aber am PC und auch da, wenn es da einige, das läuft auf schlechteren Gaming-PCs läuft es auch gut. Mhm. Es läuft aber auch mit volle Einstellung wunderschön am High-End-PC, also es ist richtig gut optimiert. Die haben da echt gute Arbeit geleistet. Ah, hört sich echt geil an. Passt mir eigentlich gar nicht so gut, weil dann kommt nur ein Spiel auf die Liste. Das darf ich mir auf alle Okay. Fälle merken, wenn du mir irgendwann einmal nicht weißt, was spielst ist, dann hol dir das. Ja, Das dann wird das ist, sein. ja eben. Aber das ist jetzt so ein richtig geiles Abenteuer, wenn man es früher gespielt hat. Es hat also ein bisschen so Zelda-Flair, wenn du durch die Welt laufst und dann halt Mhm. deine Dungeons selber findest und die selber drin zurechtfinden musst. Und gibt krasse Okay. Rätsel da drin auch. Macht auch viel Spaß. Die haben an die haut es da nicht mit dem Schädel ins Gesicht, sondern musst du dann mal wirklich nachdenken. Äh, Wie gesagt, kann nichts Schlechtes über das Spiel sagen. Ist richtig super. Ja, ist schon auf der Kauft euch Liste. das. Fuck you. Perfekt. Ist schon drauf. Aber wie gesagt, weil ich keine Ahnung, wann ich das spiele, weil im letzten haben wir ja noch gesagt, mir habe ich ja da groß angekündigt, dass ich Death Stranding 2 bis zum nächsten Talkthrough durch habe, um Und? dann gleich mit der Metal Gear Solid loszulegen. Und ja, ich hab's durchgespielt. Aber ich hab dann vergessen, dass ich mir eben die anderen Spiele hole, weil wir dann eben, dann habe ich mit dem Halloween von Retro Realms angefangen und dann ein bisschen Jokerleile. Dann habe ich so, dann bin ich die ganze Zeit so in diesem Flow drin gewesen, dass ich die Spiele ein wenig spiele und mich nicht wirklich auf ein nächstes Spiel konzentriere und habe dann vergessen, dass die ganzen Spiele released worden sind. Also ich hoffe, dass ich bis zum nächsten Talkthrough eins von Chronos oder Metal Gear Solid oder Silent Hill oder Hell is Us, irgendwann von denen möchte ich gerne dabei haben im nächsten. Aber Death Stranding 2 habe ich halt durchgespielt. Dieses Versprechen habe ich gehalten und ja, Welt war wieder, also die Geschichte vor allem am Ende ist es ist wieder mal so typisch Kojima, es ist so abgespaced, dieser Finalkampf, auch man hat wieder so ein, wie so Tekken, so ein Tekken-Fight, wo man dann, jeder hat so eine Gitarre, wie Okay. dieser Base eben, der Coder, das weiß ich seinen Namen nicht mehr, dann kämpft mit dieser Gitarre, man kämpft in Form von Gitarren-Solos gegeneinander, also völlig abgespaced, völlig over the top, alles, du sitzt da, denkst du, what the fuck, was spiele ich da eigentlich? Und trotzdem ist es aber dann, hat es dann noch geschafft, dass er mir so eine emotionale Geschichte hinbredelt, dass ich so ein bisschen Pipi in die Augen gehabt habe. Also es ist unglaublich, wie der schafft, von diesen einen Extrem in das andere Extrem zum Schwingen, spielerisch und erzählerisch und so. Also wirklich Oberwelt gewesen. Ich habe dann, mein Problem war halt dann wieder, wie es auch beim ersten Teil war, ich habe zuerst so Bock gehabt, so ja, schaust, ob du alle Heisel und so weiter, die du findest, auf Stufe 5 noch machst und so, aber wirklich in dem Moment, wo ich fertig war mit der Story, habe ich keinen Lust mehr gehabt. Weil man dann, während man spielt und man hat die Story, habe ich schon immer so den Drive gehabt, dass ich gesagt habe, ja cool, jetzt mag ich das noch ein bisschen aufleveln, weil da kriege ich noch mal was und ich habe noch Bock, die ganzen Straßen zu bauen und die Schienen, weil du kannst ja dann echt geil umeinander tun, wenn's vor allem mit dem Schienennetz, wenn du das ausbaust. Aber da hast du nur so den Sinn dahinter, dass du sagst, ich mache das ja alles, um dann aufs Finale hinzuarbeiten, aber sobald ich das Finale gehabt habe, habe ich gedacht, nein, jetzt mag ich nicht mehr, weil dann fühlt es sich rein nach Abarbeiten an. Und da hab ich dann keine Lust mehr gehabt. Also ich habe trotzdem so einen braucht, müssen wir nachschauen, aber ich denke mal, dass auch wieder so um die 60 Stunden oder selbst die Quiz waren. Also Ja, das ist schon sicherlich. saftig. Aber
mir hat es wieder voll gehauen, wie der erste Teil. Ich bin voll drinnen gewesen. So unglaublich geile Beutel, geiler Score. Also ich finde diese Musik, die der da mit einbaut, fand ich beim ersten Teil ja schon so überragend geil. Und auch hier, wenn man irgendwo reinkommt und dann die Kamera auszoomt und du das neue Gebiet kriegst und diese melancholische, ruhige Musik reinläuft, also wunderschön. Und die Figuren, die alle dazugekommen sind, fand ich geil. Wie, Hab, der ist denn vom Schwierigkeitsgrad? Weil ich habe das Problem gehabt, dass mir das am Anfang alles ein bisschen zu schnell und es gegangen ist und zu leicht mhm. war. Ich Wird das noch? glaube, über das habe ich mir nachgedacht. Ich glaube, dass unser Problem in der Hinsicht dann auch schon mal ist, dass wir den ersten Teil gespielt haben, weil wir uns Mhm. ja sofort zurechtfinden. Es ist schon so, dass du Sachen schneller kriegst, wie eben Gefährte und so weiter. Das hat beim ersten Teil länger dauert. Aber ich glaube, dass Neuansteiger mit dem zweiten Teil trotzdem auch genauso eine Probleme haben werden, wie es wir mit dem ersten Teil gehabt haben. Und du musst jetzt schon schauen, du kannst das halt selber schwer machen, indem du nicht, manche Behausungen nicht belieferst oder nicht ausreichend Mhm. belieferst. Aber wenn du die richtigen Heisel auf Max mit die Sterne bringst, dann kannst du schon das Leben ordentlich erleichtern mit geile Waffen und Gefährte. Und ich glaube, ich habe nicht die Hälfte von die Leute auf 5 Sterne voll gemacht. Darum ist mir wahrscheinlich einiges entgangen und ich habe es auch von der Schwierigkeitsstufe her, habe ich es auch nur auf der zweitleichtesten gespielt, weil das, ich glaube, ich habe selber im Netz gesagt, das ist für mich so, nicht so die Spiel, wo ich jetzt halt so die große Kampfherausforderung oder sonst Ja, irgendwas das suche. sowieso nicht. Im Gegenteil Drum, eigentlich. ja, genau, darum hat mir das da gelangt. Ich wollte eigentlich nur die Story erleben und die Welt Ja. genießen können. Und darum habe ich jetzt auch nicht so das Thema gehabt mit der Schwierigkeit, aber ich Nein, habe über das damit mir ist nachgedacht, was da, du gesagt hast. Das ist, glaube ich, echt so, wenn man sich schon zurechtfindet, wie am ersten Teil, dann ist es sowieso voll einfach, viel einfacher. Und es ist schon, es geht schon schneller, dass man einfacher liefern kann als im ersten Teil, das auf alle Fälle. nein, mir ist da eher so um die ganze Routenführung und so weiter gegangen. Das war im ersten Teil echt sau spannend, dass man sich da so durchkämpft. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, schwieriger bestimmte Routen durchzukommen, Mhm. wie jetzt beim Neuer-Teil. Zumindest in den ersten, weiß ich nicht, 20, 25 Stunden, was ich da gespielt habe. Das war einfach das Gefühl, durch die Berge zu marschieren und so weiter, Mhm. habe ich ein bisschen anspruchsvoller in Erinnerung gehabt. Dass Weil, man da, es, ja, das glaube ich liegt, also in meinen Augen liegt es an dem, weil man schneller Gefährte kriegt. Dieses Trike ja, oder wie genau. Tripod oder Ja. selbst, weil zu Fuß ist es ja immer wesentlich schwieriger gewesen. Durch jetzt umgekommen, das ist ja bei Death Stranding 2 nach wie vor so, wenn du zu Fuß unterwegs bist, ist es viel anspruchsvoller als mit irgendeinem Gefährt, weil auch später du hast du dann direkt so Sprungschanzen dabei, mit denen du dann Mhm. ewig weit springen kannst und mit dem Auto auch drüber springen kannst und dann erleidest du auch keinen Schaden mehr. Also das macht es auf alle Fälle, es wird dir schneller Erleichterung verschafft, wenn du das möchtest. Das heißt, Das schon. Fahrzeuge einfach weglassen und dann wird es besser. Haben dann die Routen, weil ich hab, kann mich auch täuschen, ich habe mir das letzte Mal schon gedacht, kann mich auch täuschen. Ich habe ja gemeint, dass das beim ersten, dass da teilweise so Routen gegeben hat, wo du halt wirklich alles Kidder hast müssen, was du halt deine Seile braucht hast, deine Leute braucht hast, kraxeln hast müssen und nicht immer den einen Weg gegeben hat, wo du einfach außen rum gehst und dann kommst du schon an. So. Na, ist da eigentlich genauso. Es gibt, also am Anfang habe ich schon eine Routen gehabt, wo ich wirklich alles hernehmen habe müssen, was ich Code habe, aber man kann eigentlich ja immer irgendwie eine andere Route finden und außen, mit der sie dann länger ist, aber dafür brauche ich weniger Werkzeuge und Gegenstände dafür. Mhm. Also das ist da sind es eigentlich ziemlich ähnlich, die zwei Teile, muss ich sagen. Ah, okay. Also richtig anspruchsvoll wird es dann im Gebirge, wenn weil da gibt es dann auch Passagen irgendwann, wo du auch mit dem Gefährt nicht mehr weiter kannst und da musst du dann schon schauen, dass du wirklich die richtige Ausrüstung hast. Du brauchst dann Sauerstoffmasken, weil du halt so hoch ins Gebirge kommst. Da ist eigentlich die anspruchsvollste Gegend. Was sagst du für die ganzen Umgebungen, vom audiovisuellen Eindruck? Ja, Wahnsinn. Schaut schon fast fotorealistisch aus, das Spiel. Ich bin mal ins Gebirge auf und das, glaube ich, das war der einzige Moment, wo ich dann auch mal diesen Fotomodus benutzt habe, weil das so geil ausgeschaut hat, dass ich gesagt habe, mach ich jetzt ein Beitel davon machen, weil das schaut echt aus, als hättest du selber im Hubschrauber über ein Gebirge fliegen und ein Foto machen. Also unglaublich, schön abwechslungsreicher. Du hast von Wüsten über so ein bisschen dschungelartig, Gebirge, Schnee, sumpfig. Also es ist wirklich, da kommt der Staubsauger wieder, oder wie? Es fährt jetzt erst um Komme 8. gleich wieder. Ja. Ähm,
Es ist unglaublich abwechslungsreich und du musst wirklich wenn es dann Schwierigkeitsgrad auf und dran tatst, denke ich mal, dann musst wirklich in jedem, bevor du loslegst, wirklich jedes Gebiet vorerst ordentlich durchplanen, was du mitnimmst, welche Schuhe, welches Exoskelett, welche Handschuhe und so weiter. Dann glaube ich, musst du richtig planen, aber also auf der leichtesten Stufe, wenn du das spielst wie ich, dann hast du eigentlich nie so das Problem, dass das Zeug kaputt geht, dass du falsch ausgerüstet bist oder sonst was. Mhm. Also man kann sich schon selber, glaube ich, ordentlich da drin fordern, aber das war jetzt auch nicht mein Anspruch bei dem Spiel. Ich wollte die Geschichte sehen und die war richtig gut. Das Einzige ist halt, man soll halt schauen, dass man nicht zu viel umeinander fährt und baut, weil man sonst immer krass aus der Geschichte rausgerissen wird. Also man soll Mhm. sich vielleicht selber so ein bisschen eine Taktung geben, dass man sagt, okay, jetzt mache ich nach einer Stunde mache ich wieder mal einen Hauptauftrag, um besser im Storyverlauf drinnen zu bleiben, weil wenn du dann einmal, was weiß ich, 5, 6 Stunden umeinander fährst und nur Straßen und Schienen baust und sonst irgendwas, dann vor mir kommen wieder Mords, die episch, cineastisch inszenierte Zwischensequenz ist zwar immer geil und so, aber es ist halt dann einfach so gestückelt. Also kann ich gerade empfehlen, das ein bisschen enger zu takten, diese Hauptmissionen. Aber du hast wirklich eine sehr geile Geschichte, kriegst du da Zeit, die unglaublich emotional ist, finde ich. Und mir am Ende sogar noch ein bisschen ein Pippi ins Äuglein gedrückt hat. Es ist ein bisschen, es gibt ja wieder zigtausend Charaktere und so weiter. Ist es sehr komplex oder kann ich, finde ich da immer relativ schnell eine, wenn ich mir jetzt eben 10 Stunden nur Straßen gebaut habe. Du findest schon wieder schnell eine, aber ich würde trotzdem empfehlen, diese Abstände nicht zu groß zu halten. Mhm. Und es ist ja, was man jetzt auch schon weiß, der Hideo Kojima hat ja schon gesagt, er wird keinen dritten Teil machen. Er möchte sich einem neuen Spiel widmen, aber er hofft, dass irgendjemand anderer einen dritten Teil macht. Bin ich mal gespannt, was wir da dann kriegen. Bin ich ja dann gespannt, was Ja, wir da dann kriegen. ich weiß nicht, ich glaube, dass du jetzt da nicht mehr recht viel aussagen kannst, so spielerisch. Ich weiß nicht, Ich was glaube auch möchtest nicht. du jetzt noch machen? Jetzt, wenn du einen Ja, dritten Teil machst, was haben wir dann noch in irgendeinem anderen Kontinent? Ja, toll. ja genau, Äh, dann fliegen wir auf Eurasien und machen wir das dann und ja, spielen wir 200 Stunden dann ohne. aber das Kern-Gameplay, glaube ich, da, wow, wird schwierig. Weiß ich nicht. Ja, Ich glaube also eher, es dass ist, vielleicht, was spannend sein könnten, werden irgendwie so eine Art Spin-offs, ja, Serien, die dann vielleicht auch ein bisschen das Genre ein bisschen ändern. Das kann ich mir vorstellen, aber einmal kompaktere Sachen oder sowas, weil das Universum, glaube ich, würde schon ein bisschen was hergeben. definitiv. Und das Finale da hat auch ein bisschen so in eine Richtung gehen, wo man sagt, okay, man kann jetzt mit einem anderen Charakter weitermachen und da dann sie in meinen Augen dann auch ein Spin-off oder also so Genrewechsel anbieten. Mhm. Weil wie du schon sagst, dieses Universum ist riesig, da kannst du so viel machen. Aber nochmal einen gleichartigen Teil aufzuziehen, wahrscheinlich, natürlich, da ist auch wieder spielen und hätte wahrscheinlich wieder Spaß, weil mir dieses Spielprinzip, wie gesagt, mir hat das voll, mir taugt das, mir macht das Spaß und wenn es eine coole Geschichte erzählt, dann passt. Aber es war halt irgendwie gefühlt auch billig, wenn ich einfach nur mehr ein Ja, Ding wechsle, dann Kontinent, weil und es ist ja jetzt auch beim zweiten Teil schon, es ist ja so, es gibt ja so viel da, was du da machen kannst. Ich glaube, dass ich die Hälfte gar nicht von dem Zeug gesehen habe, was ich alles noch hätte machen können und bauen und mhm. einstellen und was weiß ich. Also es ist so, das ist eigentlich so die Ultimate-Version in meinen Augen schon fast von Death Stranding 2. Ich kann mir fast nichts vorstellen, dass ich da jetzt nur erweitern soll. Die haben ja mit dem Ding, mit dem Director's Cut vom 1 schon so viel nice Zeug eingebaut. Mhm. Das war das schon so krass. Und dann jetzt nochmal mehr, ja, jetzt glaube ich, gelangt so. Macht ein Spin-off, da bin ich dabei. Ja, Oder wechselt das Genre wie bei Death Stranding 3. Macht irgendwas, auf alle Fälle ein bisschen was anderes. Ich bin dabei, ich hab Bock drauf, mehr aus dieser Welt zu sehen, mehr von den Figuren. Und aber nicht wieder nur das gleiche wie in Teil 1 und 2. macht's alles außer Live-Service-Game, das war nett. Ganz viel DLCs welche dann haben, die zum Zahlen sind und ganz viel Ingame-Käufe. Das war Mhm. richtig geil. Ja. Dass man sie, Ludensmasken in bunten Farben, die ich zahlen muss. oh, das war super, ja. Ja, das ist cool, man findet sogar so eine Jotai-Maske und so bei Okay. Death Stranding 2. Es gibt so, Ah ja, gibt so, stimmt, das so hat er immer hat er beim ersten auch schon gemacht, gell, dass er da so ja, kleine Dinge eingebaut hat. Das ist schön. das ist cool, ja. Und eine coole Otter-Maske, ich bin ja sowieso riesiger Otter-Fan, also das war auch cool. Ah. Oder beziehungsweise Otter-Mütze. Mengen wir. Was sagt der Gnädelwutzer Battle Royale bei Death Stranding 3? Genau. Ja, gib mir. Das war, ja, ich kann mir das tatsächlich bei dem Spiel vorstellen, dass man da einen coolen Multiplayer-Part so eine tut, um sie ein bisschen abzuschießen, weil du hast da wirklich ein riesiges Repertoire an Waffen und Möglichkeiten, Gegner auszuschalten. Also
ich kann mir schon vorstellen, dass dass dieses Spielprinzip und Kampfprinzip was hergeben hat für lustige Multiplayer-Sessions. Möchte ich niemals sehen. Du kannst ja auch nicht spielen, das ist dein Problem. Ja, ich spiele immer nur für mich allein, weil dann kann ich so tun, als kann das. Und wenn ich mit Ja, anderen das spiele, stimmt, dann sehen ja. die, dass ich es nicht kann. Das darf Ja, nicht sein. ich hab's ja schon ein paar Mal gesehen. Bist schon fast auf Korbi-Niveau. Bitte. Ja, So ja, sagt man nein. nicht. Doch, Schatz beim Feiern, jetzt hat das raus. So, was haben wir noch auf der Liste? Ich glaube, ich habe soweit nichts mehr. Ich bin auch durch, weil, wie gesagt, ich habe mich da jetzt ein bisschen mit Yooka-Laylee und Halloween gespielt. Ansonsten habe ich vergessen, dass es neue Spiele gibt. Ding Releases haben wir auch schon wegen durchgegangen, gell? Die haben wir Kennen auch wir? schon, ja. Das ist, ich kann gerade an alle Switch 2 Besitzer sagen, holt euch Star Wars Outlaws, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Das ist jetzt, meine ich, jetzt auch Anfang September schon für Switch 2 gekommen. Ah, schon her. Und das Spiel gehört auf alle Fälle supported, weil ich finde, das ist echt ein super Spiel gewesen. Mittlerweile sollte es ja komplett gefixt sein, was es an Bugs gab. Und ich hätte nämlich gern mehr davon. Also los ab jetzt kaufen. Ich habe jetzt übrigens mal das erste Mal die Switch 2 in der Hand gehabt. Ah, und? Wie gelangen sie sich an? Kacke, ehrlich gesagt. Also besser wie die 1 auf alle Fälle, das ist außer Frage. Ja, Aber also die Handheld-Ding, also die Controller jetzt nicht. Aber kommt überhaupt nicht ans Steam Deck ohne so vom Formfaktor und auch nicht an die neue Xbox-Dinge. Also da okay. gehe ich gar nicht mit, dass das so super toll ist. Also das Display und so ist okay. Ja, Aber ja. das ist immer noch nicht sehr ergonomisch, finde ich. Ja, gut, Aber du hast naja, aber lange Slenderman-Gichtelfinger. das ist korrekt. Die habe ich sehr wohl. Aber naja, schauen wir. Also es ist Mal ja, gucken, wenn es wie jemand mit gesagt, normalen Händen angelangt, so wie ich, habe nämlich schöne, zarte Hebammenfingerchen. der musste mal ein Ding in Saturn oder in Mediamarkt schon, da liegt es, glaube ich, immer an. Ah, okay. Kannst du Ja, mal ich botchen. hab's noch nicht angereiht, das Ding. Ich hab's noch nicht angereiht. Ja, hast du eigentlich dann Death Stranding 2 noch mal weitergespielt? Weil wir wollten ja eigentlich dann jetzt mehr ein Update machen, aber du hast dann gar nicht Na, weitergespielt, oder? Du faules na. Stück. Bin einfach, ich muss immer so weiter hustlen. Es ist so selten, dass ich mal ein Spiel Ja, durchspielen kann. every day I'm hustling, hustling. Oh ja. Gut, dann sage ich, machen wir Feierabend hier, oder? Ja, wir haben ja über eine Stunde gelabert. Das ist sehr brutal. Das ist brutal, was wir für Labertaschen sind. Sagen wir schon mal auf alle Fälle vielen Dank an alle, die zugeschaut haben beim Talkthrough. Haut in die Kommentare rein, was habt ihr so gezockt? Was habt ihr für Empfehlungen? Auf welche Sachen freut euch, die wir jetzt da vielleicht als Ankündigung erwähnt haben? Rein in die Kommentare, möchte mal wissen. Macht Steady-Abos, das ist ganz wichtig, damit ich mir neue Spiele kaufen kann, weil ich habe es nicht vergessen, ich habe es noch nicht leisten können. Das ist der wahre Grund gewesen. So wie gestern ich mir keine Pokémon-Booster mehr leisten können, kann ich mir jetzt keine Spiele mehr leisten. Also Steady-Abo, YouTube-Abo. Und ich kaufe dann sauber keine Spiele und Booster für euch, nur für euch. Ich möchte euch ja nur hier was erzählen können. Und vielleicht Das ist schön. eine Einstellung für die Kamera, dass die nicht hier die ganze Zeit mitfährt, wenn ich irgendwas tue. Ja, bin's fest. Die bewegt sich ja gar nicht, das ist ja innen drin, ich kann nicht mehr was machen. Ich muss da ich muss mir das Programm runterladen. Seppi, merci für den Bericht von der Gamescom, coole Sache. Sehr gern. Vielen Dank an alle, wie Potato You. Potato mal die Leute hier. Uh. Dann, ich habe es ja gestern schon gesagt, ist Herz unserer neue Folge, die Wolex. Und wir hören uns dann ab Sonntag mit der neuen Folge, die ja für gewisse Abonnenten ab Sonntag schon verfügbar ist. Und Vielleicht sogar noch andere jetzt. ja, dann, wer früher gescheiter sein möchte, soll ja der Abo machen. Den Rest von euch knickerten Bauern, die hören uns dann am Dienstag und wir sehen uns am Dienstag wieder zum Kassettenschmorz. Macht es gut, schönen Abend noch, Bis Küsschen aufs gleich. Nüsschen, wiederhören. Schmeiß nicht deine Slenderman-Finger so umeinander. Irgendwas haben wir jetzt gleich gebrochen.